Desle, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche. Heute ist der letzte Tag des Jahres des Eisernen Ochsen im tibetischen Mondkalender. In dieser Folge von Tibet diese Woche präsentieren wir euch die 10 wichtigsten Nachrichten dieses Jahres. Seine Heiligkeit der Dalai Lama setzt sich weiterhin für Frieden und Hoffnung ein. Die Welt feiert den 86. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Tibetische Gefangene in sehr ernstem Gesundheitszustand. China verschärft willkürlich Verhaftungen mehrerer Tibeter und verhängt verschiedene Haftstrafen. China verschärft die religiöse Unterdrückung, reißt Buddha-Statue und Klosterschulen in Tibet ab. Der Bintchen Lama wird 32 Jahre alt, Tibeter und Unterstützer fordern weiterhin seine Freilassung. Sejong Bimba Tsilling übernimmt das Amt des dritten Sejong der CTA und bildet einen Gascha mit 3 weiblichen Galön. Die Welt zeigt sich weiterhin besorgt über die grausame Menschenrechtslage in Tibet. Es gibt nichts zu feiern, Sejong über 100 Jahre Kommunistische Partei Chinas. USA ernennen neuen Sonderkoordinator für Tibet-Fragen. Im Juli feierten Menschen auf der ganzen Welt den 86. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Aus diesem Anlass veranstaltete die tibetische Zentralverwaltung eine offizielle Zeremonie mit kulturellen Darbietungen und Liedern zu Ehren seiner Heiligkeit. Die Oberhäupter der tibetischen religiösen Tradition übermittelten seiner Heiligkeit dem Dalai Lama zu diesem Anlass auch ihre Grüße. Führende Persönlichkeiten aus aller Welt, darunter der indische Premierminister Narendra Modi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, US-Außenminister Antony Blinken, die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen, Prinz Mangosuthu Buthelezi aus Südafrika und viele andere überbrachten dem Dalai Lama ihre Geburtstagsgrüße. Tibetische Gemeinschaften und Tibet-Unterstützer aus verschiedenen Teilen der Welt, darunter Japan, Belgien, die Mongolei, Frankreich, Litauen, Canberra, Washington D.C., Taiwan, London und Indien feierten den Tag. Seine Heiligkeit der Dalai Lama bedankte sich aufrichtig bei allen, die ihm zu seinem 86. Geburtstag gratuliert haben und bekräftigte seinen Entschluss bis zum 110. Golsherab Gyatso, ein bedeutender tibetischer Gelehrter aus Ngaba in der traditionellen tibetischen Provinz Amdo, der eine 10-jährige Haftstrafe verbüßt, befindet sich derzeit in einem ernsten Gesundheitszustand, da er seit seiner Verhaftung im Oktober letzten Jahres in chinesischem Polizeigewahrsam geschlagen und misshandelt wurde. Golsherab leidet Berichten zufolge an einer chronischen Lungenkrankheit, die er sich vermutlich während seiner früheren Inhaftierungen im Jahre 1998 zugezogen hat. Dorje Dashi, einer der reichsten Geschäftsleute Tibets und seit 2003 Mitglied der regierenden kommunistischen Partei, der eine lebenslange Haftstrafe im Dachi-Gefängnis in Lhasa verbüßt, befindet sich Berichten zufolge in einem ernsten Gesundheitszustand. Der 30-jährige Tibeter Kangpuri Gyengima, der im Februar nach 9 Jahren Haft aus einem Gefängnis in Gapse, Tibet entlassen wurde, befindet sich Berichten zufolge ebenfalls aufgrund von Folter und Schlägen im Gefängnis in einem ernsten Gesundheitszustand. Ein Tibeter, der 2019 inhaftiert wurde, weil er sich weigerte, an politischen Umerziehungskampagnen in der Gemeinde Dachi im Bezirk Nakchu in der sogenannten autonomen Region Tibet teilzunehmen, verstarb, nachdem er in chinesischem Polizeigewahrsam geschlagen wurde. Sein Name war Norsang, etwa 36 Jahre alt. Da China die Online-Kommunikation stark einschränkt, war Norsangs Tod der Welt außerhalb Tibets bis letzten Jahres unbekannt geblieben. Nach Angaben des in Dharamsala ansässigen tibetischen Zentrums für Menschenrechte und Demokratie teilte der Anwalt für die Rechte der tibetischen Sprache Dashi Wangchu in einem Weibo-Post vom 18. Januar mit, dass er am Vortag vorgeladen und fast 3 Stunden lang auf der Polizeistation der Stadt Gegudo im Kreis Yushu in der tibetischen Provinz Kham verhört wurde. Dashi wurde am 28. Januar 2021 freigelassen, nachdem er 5 Jahre im Gefängnis verbracht hatte, weil er versucht hatte, eine Klage gegen lokale chinesische Beamte einzureichen, weil diese es versäumt hatten, die tibetische Sprache und Kultur zu schützen und zu fördern, wie es die chinesische Verfassung und das regionale nationale Autonomiegesetz vorsehen. Die chinesischen Behörden haben den 51-jährigen tibetischen Nomaden Dashi Gyel aus der traditionellen tibetischen Provinz Amdo zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt, weil er im Jahr 2015 über WeChat Informationen über Tibet, darunter auch über seine Heiligkeit mit Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung geteilt haben soll. Seit April wurden mehrere Tibeter im Kreis Jeju, Nakchu, in der sogenannten Autonomregion Tibet
von den chinesischen Behörden festgenommen, weil sie Kontakt zu Exil-Tibetern aufgenommen hatten. Etwa 20 bis 30 weitere Tibeter aus Kachin in der traditionellen Provinz Kham wurden verhaftet. Im Juli wurde ein 45-jähriger Mönch namens Gonme aus dem Dotse-Kloster im Bezirk Ngaba im Nordosten Tibets von den chinesischen Behörden verhaftet. Der Grund für seine Verhaftung ist nicht bekannt. Einem Bericht von Human Rights Watch zufolge wurden 4 tibetische Mönche nach dem chinesischen Vorgehen gegen das Dengdo-Kloster im vergangenen Jahr zu außerordentlich harten Strafen verurteilt. Chogyal Wangbo wurde zu 20 Jahren verurteilt, Lobsang Jinpa zu 19 Jahren Haft, Nobu Tunduk zu 17 Jahren und Ngawang Yishe zu 5 Jahren. Chogyal Wangbo wurde beschuldigt, den in Nepal lebenden Tibetern, die 2015 unter dem Erdbeben gelitten hatten, finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Ein tibetischer Mönch, Dengse Targe, ist Berichten zufolge verschwunden, nachdem die chinesischen Behörden ihn im September 2020 willkürlich im Bezirk Sechu im Tibet festgenommen und inhaftiert hatten. Auch mehr als ein Jahr nach seiner Verhaftung ist sein körperlicher Zustand unbekannt. Im August verhafteten die chinesischen Behörden 59 Tibeter, darunter 19 Mönche und 40 Laien in Sawenbo in der autonomen tibetischen Präfektur Kachin, Tibet, weil sie Bilder seiner Heiligkeit des Dalai Lama aufbewahrt hatten. Nach dieser Massenverhaftung nahmen die chinesischen Behörden im Oktober 2021 121 Tibeter aus der Region fest. Die chinesischen Behörden haben den inhaftierten Tibetern auch die medizinische Versorgung verweigert, was dazu führte, dass die Tibeterin Gesang Döma in einen kritischen Gesundheitszustand geriet. Der tibetische Schriftsteller Lobsang Tunduk, der vor 2 Jahren im Juli 2019 von den chinesischen Behörden verhaftet wurde, befindet sich weiterhin ohne Gerichtsverfahren in chinesischer Haft. Quellen berichteten auch, dass sich ein tibetischer Mann namens Tongke aus Nakchu, Tibet, in einem nahezu tödlichen Zustand befindet, nachdem er an Verletzungen gelitten hat, die durch die anhaltende Folter im Gefängnis verursacht wurden. Quellen bestätigten, dass die chinesische Regierung die religiöse Unterdrückung in Tibet verschärft und damit eine der Kulturrevolution ähnliche Situation geschaffen hat, indem sie im Dezember letzten Jahres in Kamdako, Tibet, Buddha-Statuen und Klosterschulen, darunter auch eine 99 Fuß hohe Buddha-Statue, zerstörte und 45 riesige Gebetsmühlen entfernte. Rund ein Dutzend Tibeter, die verdächtigt wurden, Informationen über die Zerstörungen weitergegeben zu haben, wurden willkürlich festgenommen und inhaftiert. 4 weitere Tibeter aus der Region wurden im Januar verhaftet, nachdem sie im Besitz von Bildern und Videos von der Zerstörung einer 30 Fuß hohen Maitreya-Statue im Kloster Dako gefunden wurden. Einer von ihnen, Dashi Dorji, wurde beschuldigt, Informationen über die Unruhen in Dako weitergegeben zu haben. Im Juli letzten Jahres kam es zu einem ähnlichen Vorfall in der Provinz Gansu, als die örtlichen Behörden das tibetische Kloster Karma gewaltsam schlossen und die Mönche und Nonnen abführten und sie aufforderten, sich zu entkleiden. Den Quellen zufolge hat die chinesische Regierung auch ein striktes Verbot religiöser Aktivitäten für alle tibetischen Parteimitglieder und Kader in Solo in der Region Amdo in Tibet verhängt. Das Verbot verlangt von allen Parteimitgliedern, auf religiöse Aktivitäten zu Hause zu verzichten, wobei sie gezwungen wurden, persönliche religiöse Altäre und Schreine zu beseitigen. Die Tibeter in Nakchu sind mit einer verstärkten Überwachung ihrer Online-Aktivitäten konfrontiert, als das Büro für öffentliche Sicherheit in Nakchu eine digitale Überwachungseinheit einrichtete, die die täglichen Telefongespräche und andere Kommunikation, einschließlich der auf sozialen Netzwerkseiten und in Chatgruppen geteilten Inhalte und der örtlichen Tibeter überprüft. Am 25. April 2021 gedachten Tibeter und Tibet-Unterstützer in aller Welt den 32. Geburtstag von Gedön Choegyam, dem weltweit am längsten inhaftierten politischen Gefangenen. Das US-Außenministerium forderte China auf, unverzüglich den Aufenthaltsort des Panchen Lama bekannt zu geben. Es ist 26 Jahre her, dass er im Alter von 6 Jahren verschwunden ist. Die Kommission der Vereinigten Staaten für internationale Religionsfreiheit forderte die chinesische Regierung erneut auf, Gedön Choegyam freizulassen, einen der religiösen Gefangenen aus Gewissensgründen der Kommission der Vereinigten Staaten für internationale Religionsfreiheit. Die Gemeinschaften der Freunde Tibets in der Russischen Föderation, der Ukraine und Kasachstan feierten den Geburtstag des 11. Panchen Lama, indem sie über seine Geschichte sprachen und Gebete abhielten. Im vergangenen Jahr kamen Zehntausende Exil-Tibeter aus der ganzen Welt zusammen, um an den allgemeinen Wahlen in Tibet teilzunehmen und ihre demokratischen Rechte inmitten der Covid-19-Pandemie wahrzunehmen.
Herr Bimba-Zilling wurde als Sejong des 16. Gascha vereidigt und er nannte 3 wörtliche Galö, die von den Mitgliedern des tibetischen Exilparlaments in seiner ersten Sitzung mehrheitlich bestätigt wurden. In seiner Eröffnungsrede drückte Sejong Bimba-Zilling sein Engagement und seine Entschlossenheit aus, die Tibet-Frage zu lösen, indem er der chinesischen Regierung die Hand reicht, um eine für beide Seiten vorteilhafte, verhandelte und gewaltfreie Lösung zu finden. Von den insgesamt 45 Mitgliedern des 17. tibetischen Exilparlaments wurden 18 neue Mitglieder gewählt. Im November letzten Jahres rief Sejong Bimba-Zilling die neue Initiative des 16. Gascha, die Voluntary Tibet Advocacy Group, ins Leben. Das Hauptziel der Voluntary Tibet Advocacy Group, oder kurz VTAG, ist es, die bestehenden Advocacy-Kampagnen in der ganzen Welt zu verstärken, indem jedem Tibeter eine Plattform geboten wird, sich auf seine eigene Weise für die größere Sache Tibets einzusetzen. Das Gascha-Sekretariat der tibetischen Zentralverwaltung löste die Taskforce für chinesisch-tibetische Verhandlungen auf und setzte stattdessen einen ständigen Strategieausschuss ein. Das Ständige Strategiekomitee hielt seine erste Sitzung im November ab. Wie in den letzten 60 Jahren hat sich auch in diesem Jahr die Menschenrechtslage in Tibet verschlechtert, was Länder, Menschenrechtsorganisationen und Experten dazu veranlasst hat, ihre Besorgnis zum Ausdruck zu bringen und die chinesische Regierung für ihre Verletzungen der Grundrechte von Tibetern, Uiguren und anderen zu verurteilen. Auf der 46. Tagung des Menschenrechtsrates der Vereinigten Nationen äußerten die USA, Kanada und die europäischen Länder besondere Besorgnis über die willkürliche Inhaftierung von Menschenrechtsverteidigern und forderten, dass unabhängigen Beobachtern, einschließlich des Hohen Kommissars, ein angemessener Zugang gewährt wird. Im März letzten Jahres veranstaltete die Tom Lantis Menschenrechtskommission eine virtuelle Anhörung mit dem Titel The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act Taking Stock, bei der die Co-Vorsitzenden, die Kongressabgeordneten James McGovern und Chris Smith neben Xinjiang auch die anhaltende Unterdrückung in Tibet erwähnten. Während des ersten EU-USA-Gipfels seit 2014 äußerten die Europäische Union und die Vereinigten Staaten ihre gemeinsame Besorgnis über Chinas Menschenrechtsverletzungen in Tibet. Im Jahresbericht 2021 der US-Kommission für internationale Religionsfreiheit, der im April veröffentlicht wurde, heißt es, dass die chinesische Regierung den tibetischen Buddhismus auch heute noch kontrolliert und unterdrückt. Eine Gruppe von UN-Experten hat China gemeinsam zu den Fällen der verschwundenen tibetischen Mönche Go-Sherab Gyatso und Rinchen Tsutim aus Ngaba in Amdo, Osttibet, befragt. Die UN-Arbeitsgruppe forderte China auf, dringend Informationen über den Verbleib von Go-Sherab Gyatso zu liefern und fragte nach den rechtlichen Gründen für die Verhaftung, Inhaftierung und Verurteilung von Rinchen Tsutim in der an China übermittelten Mitteilung. Das Europäische Parlament in Straßburg äußerte sich sehr besorgt über Berichte über laufende Arbeitsprogramme in Tibet und forderte freien Zugang zu tibetischen Gebieten für Diplomaten und Journalisten. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten, Nancy Pelosi, sagte bei einer Anhörung der Congressional Executive Commission on China zu den Olympischen Winterspielen in Peking aus. Im Juni dieses Jahres verabschiedete der tschechische Senat eine Resolution, in der er die Regierung aufforderte, die Olympischen Winterspiele 2022 aufgrund der ungeheuerlichen Menschenrechtsverletzungen Chinas gegenüber Tibetern, Uiguren und anderen zu boykottieren. Die Abgeordneten des britischen Unterhauses stimmten einem parlamentarischen Antrag zu, der einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele forderte. Länder wie die USA und Kanada erklärten einen diplomatischen Boykott, ebenso wie Indien, Australien, Litauen, Kosovo, Belgien, Dänemark und Estland. Das japanische Parlament verabschiedete eine Resolution, in der es seine tiefe Besorgnis über die Verletzung der Menschenrechte und der religiösen Rechte in Tibet und anderen besetzten Gebieten zum Ausdruck brachte und China für sein Vorgehen verurteilte. Als China im vergangenen Jahr den 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas feierte, sagte Sejong Bemba-Zilling, dass es keinen Grund zum Feiern gibt, wenn die Führer sich nicht um das Wohlergehen des Volkes kümmern, das sie regieren. Dass die chinesische Regierung die Tibeter kontrolliert und ihre Rechte und Freiheit missachtet, zeigte sich erneut in einem Video, das im vergangenen Jahr in den sozialen Medien auftauchte. Ein Video, das ein Tibeter in der tibetischen Hauptstadt Lhasa aufgenommen hat, zeigt die tief verletzten Gefühle der Tibeter unter chinesischer Herrschaft.
Im Dezember letzten Jahres gab der US-Außenminister Antony Blinken die Ernennung von Ursula Zeya, Unterstaatssekretärin für zivile Sicherheit, Demokratie und Menschenrechte zur Sonderkoordinatorin für tibetische Angelegenheiten bekannt. In seinem Glückwunschschreiben drückte Seine Heiligkeit der Dalai Lama die Hoffnung aus, dass Unterstaatssekretär Zeya einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lage des tibetischen Volkes leisten kann. Sejong Bemba Tsering und der Sprecher des tibetischen Exilparlaments Khenpo Sonam Denpa erklärten in ihrem Glückwunschschreiben an Unterstaatssekretär Zeya, dass sie sich auf die Zusammenarbeit mit dem Sonderkoordinator freuen, um eine greifbare Lösung für den chinesisch-tibetischen Konflikt zu finden. Das All-Party Indian Parliamentary Forum for Tibet (API-PFT) wurde Ende letzten Jahres nach hartnäckiger Lobbyarbeit der tibetischen parlamentarischen Delegation erfolgreich wiederbelebt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf